Nein, man hat in der Schule ist kein Dialekt geredet worden. Es sind ja bloß die 3 Gemeinden, wo man landlerisch schon geredet, ein Dialekt. Es war ja dann noch einmal ein Dialekt, Sächsisch. Also man hat einfach beide Dialekte, also alle 2 Dialekte hat jeder kennen. Aber es waren da landlerische Familien und sächsische Familien. Die haben sich nie selber einen Namen gegeben, also, aber die Außenstehenden haben selber den Namen gegeben, dass sie sich kennen auseinander haben. Ja, aber war das da auch so? Ja, wahrscheinlich. Aber wie haben die Rumänen gesagt, die gekommen sind, glaubt ihr? Ich meine, die haben irgendeinen Namen. Die haben das umgesandt, nicht extra, sie haben dann so in einen Topf mit Sashi. Sashi. Mehr la Flandra, der Hunde also venit. Und wer nicht gesagt, unser Kolonist zu uns. Flandern, weißt du? Flandern. Das ist in Holland. Ah, ja. Oder wo sie ist, das ist nicht Flandern, so haben die was ja Flammen oder wie, das ist nicht. Aber das ist auch gegen Flandern, denke ich. Man hat mit Rumänen nebeneinander gelebt. Das Dorf war eigentlich, es waren 1600 Deutsche in Ort. Mit den Nachbarn reden sie Rumänisch, mit den Rumänen. Ja, mit den Walochen müssen wir Walochisch reden. Die haben nicht angenommen einen anderen Spruch. Das haben die Jungen, die kennen die schon der auch der zweite Nachbar da und auch drin, wenn wir reinkaufen gehen, die Marl. Die kennen auch Deutsch, reden Deutsch, aber da muss ich in schnell auf Deutsch denken. Dann bis hin denke ich immer, wie Walochisch sagen, wenn ich was verkaufen. Wenn die Mutter da ist und wenn die Marl sind, dann muss ich denken, wie ich jetzt schnell Deutsch sage. Ich rede nicht landlerisch mit sein. Ja, es geht darum, ist also es hat sich da schon vermengt. Landler und Sachsen ja, aber Landler und Rumänen oder Sachsen und Rumänen, sage ich, war eher die Ausnahme. Die waren so wenig geächtet nachher, wenn sie mit mir sind. Also man hat sie nicht ganz anerkannt. Man hat nebeneinander gelebt. Nebeneinander. Also man hat halt das Deutsche behalten. Ich weiß nicht, war noch aus dem Krieg die Ideologie eingeimpft oder warum auch immer, aber das ist halt so gewesen. Seit wann ist das eigentlich, dass da so viele Autos auf der Straße fahren und Lastwagen? Seit der Krieg hat angefangen in Jugoslawien. Bis dann sind viele über Jugoslawien gefahren, die Türken voran, die Bulgaren. Aber es wird auch ärger, es wird von Jahr zu Jahr ärger. Ja, die Verkündigungssprache ist Hochdeutsch, auch in den anderen sächsischen Gemeinden seit über einem Jahrhundert, aber in Großpold vor allem, weil 2 deutsche Minderheiten in einer evangelischen Kirchengemeinde vereint waren, war die Verkündigungssprache Deutsch in der Kirche, aber auch in der evangelischen Schule. Nur in den Pausen wurde landlerisch oder auch sächsisch gesprochen. Und mit den Pfarrersleuten hatte man uns gesagt, schon als wir herkamen, spricht man Deutsch, dass er nicht die Sachsen oder die Landler bevorzugt, weil die Pfarrer waren ja hauptsächlich Siebenbürger Sachsen und Landler gab es nur in 3 Gemeinden in Siebenbürgen. Ungarn hat es eigentlich im Dorf nie gegeben? Nein, da von uns nicht. Nur wenn wir zunächst 3 Jungen haben gekehrt und wir gesagt, ich weiß nicht mehr, was war da vor dem Ersten Weltkrieg. Dann waren da die Jungen, die haben da angefangen und haben die Namen ungarisch geschrieben. Da hat es einen Reiter Janos gegeben. Und Janos hat es keinen gegeben in Großpolen nie, aber es war der Reiter Johann. Und weil die Walochen als Johann meistens Johann gemacht haben, haben wir unseren Buben nur Hans geheißen. Na, siehst du, du kannst nicht lesen. Na, siehst du, wir kennen noch mehr wie du Student bist. Und wir haben nichts gelernt. 7 Klassen. Wir 7 Klassen und kennen mehr. Mit mal 4 Sprachen kennen wir. Wir kennen Landlerisch, wir kennen Walochisch, wir kennen Hochdeutsch und wir kennen Sächsisch. 4 Sprachen hat er. In der Schule haben wir auch Russisch gelernt, aber nicht Ponymai, ich verstehe nichts mehr. Nur Хорошо, das weiß ich noch, das ist gut.
Der Bau da hinter mir ist das Theresianum in Hermannstadt. Da sind die Landler, nachdem sie nach Siebenbürgen transmigriert, also vertrieben worden sind, einmal in dem Lager da untergebracht worden, bevor sie auf die Dörfer in der Umgebung verteilt worden sind. Und es steht sogar heute noch ein Denkmal für die nette Dame in Wern, die für das Ganze verantwortlich war und nach der Bau da auch benannt ist. Man darf ja nicht vergessen, dass in der Lutherzeit und danach, also im 16. Jahrhundert, das einzige Buch, das überall, fast in jeder Familie vorhanden war, das war die Lutherbibel. Und das war, also hier bitte in diesem Gebiet in der Steiermark, waren zum Zeitpunkt des Beginns der Gegenreformation von 1580 99% der Bevölkerung waren protestantisch. Das muss man sich vorstellen. Bitte, das war eine Befreiungstheologie, war das. Die Leute haben von der Freiheit des Christenmenschen so verstanden, Freiheit, Befreiung von der Knechtschaft durch die Grundbesitzer, durch den Kaiser und was der Teufel was alles und natürlich auch von der ganzen katholischen Hierarchie. Und bitte, das ist übrigens eines der am systematischesten verschütteten Geschichtsbestandteile in der österreichischen Geschichte, nämlich die Rekatholisierung, die nichts anderes bedeutet hat als grausamste Dahinmetzelung von Bevölkerung, die sich nicht unterwerfen wollten. Zu Tausenden sind die Leute umgebracht worden, verbrannt worden und so weiter oder einfach verjagt worden. Naja, ich soll Ihnen jetzt nur etwas sagen von Wulz. Wer hat nicht gewusst bis ins 92, dass hier Landler wohnen und dass sie ausgezogen sind, damals noch bei der Marine? Hat er dann das in der Schule nicht gelernt? Na. Er hat nicht gewusst, dass hier Landler sind. Nur mit der Zeit hat er es erfahren, dass hier Landler sind. Deshalb ist er ja ausnahmsweise nach Großburg gekommen. Ich habe es kaum wollen glauben. Ich habe gesagt, das steht ja in der Zeitung und in den Büchern und nieder. Nichts, die haben nicht gewusst, dass hier Landler sind.